Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren, Herr Minister. Ich meine schon für alle Richter, Madame Loschetter und noch dem Herr Roth. Merci für Ihre Rapporten, für die jeweiligen Projekte, die wir heute mit diskutieren. Ich bin heute von der Schreistin ganz höflich auf meine Partei, weil ich der Überzeugung, dass wir heute nicht gegen ein Gesetz über die Burka hier am Land schwätzen, weil das nicht 2014 die Initiative geholt hat. Ich glaube kaum, dass dann CSV noch kommen wäre und dass Regierungsparteien an der volle Schnur kommen wären, sodass ich meine, ohne Übertreibung uns aber kann dort den Merit dafür geben. Die Regierung hat ganz lang argumentiert, dass das schon ein paar Mal exposiert gehen, dass es eigentlich kein nationales Gesetz braucht, dass es durchgeht, so Kommunalreglementer zu haben. Und dann ist natürlich froh, den Herr Bodri hat das genannt, ein delikat froh, was dann Ursachen davon wären. Und es gibt ein Reihe Zitate hier brucht. Ich will euch auch entbringen, ich werde ganz tief gucken, das ist ein Interview Radio RTL, vom 26. November 2015 vom Herrn Dan Kersch, Bandenminister von dieser Regierung, über Burka in anderem. Und er hat gesagt, der Fokus von der Weltöffentlichkeit müsste man nicht auf Lützeburg lenken. Wir gingen also kein Burka-Gesetz holen, für das andere Leute nicht merken, dass wir zu Lützeburg, das Lot, das was ich so nicht, das was Herr Kersch gesagt hat, wir bräuchten das nicht mehr, wir sollten das nicht mehr, dass verschiedene Kreise auf dieser Welt nicht darauf aufmerksam gehen, dass wir hier etwas machen gegen eine bestimmte Form vom Islam, nicht bestimmte Risikogänge provozieren, und das ist eigentlich das, was dummer da gemengt wäre. Ich muss so, den Herr Bodri mengen an einer gesagt, wir sollten hier, Herr Bodri doch den Turteil mit einer Erwiesung dickerer Gericht vorgelesen, und nicht gesagt, Polizisten werden das wahrscheinlich nicht durchsetzen. Wie kann dann eine Partei, die sagt, Polizisten können das nicht durchsetzen, oder werden wahrscheinlich nicht durchsetzen, aber jahrelang argumentieren, Päscherte sollen nicht durchsetzen, weil das wäre ja die Konsequenz gewesen, wenn man das nicht national geregelt hätte, mit dem Niveau von den Gemengereglementer, dann hätten wir das mit dem Niveau von den Päscherte gelöst, und das wäre noch viel mehr schwierig für die betroffenen Leute, wie das haut der Jean Communaux, wie das mit den Polizisten vielleicht der Fall ist. Es war auch nicht, und das sage ich mit allem Respekt für den Herrn Roth, es war auch nicht die Initiative von der CSV, die dazu beigetragen hat, die Haie sehr noch 4 zu treiben, nachdem ein Gesetzesvorschlag von der ADR akzeptiert war. Es war eine internationale Entwicklung. Von 2015 und da hatte mir schon als Gesetz lang deposiert, kommen die großen Migrationsfälle, es kommen noch viel mehr Attentate in Europa, ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, will ich nicht diskutieren. Und das ist eine ganz große Sensibilität an der Opinion publik gewirrscht, über die Haie froh, und das hat dazu beigetragen, dass eben andere Parteien auch da Initiative geholt haben. Ich will vielleicht kurz die Position von den verschiedenen Parteien hier am Land belichten. Der hat sich positioniert, CSV kommt noch. Bei den Sozialisten gouft dann von einem Regierungsmember, vom Parteipräsident auch Stellung nehmen. Bei der DP, das hat mich ganz tief beeindruckt, und nicht positiv, gouft demals ein paar öffentliche Verlautbarungen, prinzipiell gegen Burka, mit was machen wir, wenn der kuwaitische Geschäftsmann auf Lützeburg kennt. Geld stinkt nicht. Entweder vertritt den Prinzip von der Freiheit, aber von der Dignität von der Frau, dann ist das hier am Land der Fall, mit das aber nicht der kuwaitische Geschäftsmann, den als Prinzipien soll vorstellen. Jeunesse Demokratik muss ich so, Jeunesse Demokratik hat aber gesagt, wir sollen die bestrafen, die andere Leute zwingen, ein Burka unzutun, wenn es ihrem Geschlecht. Aber das ist nicht an dieser Regierungsproposition, die wir heute diskutieren. Da wird den nicht bestraft, denn eine Frau zwingt, ein Burka unzudehnen. Und da sind wir schon gespannt, ob Jeunesse Demokratik dann auf das Gesetz reagiert. Wir hatten eine Woche pro Burka-Lehrer, die das auf keinen Fall wollte verbieten. Die Link, die Gring, Jeunesse Sozialist und die Jung Gring. Das als pro Burka-Lehrer hier am Land gewirrscht, klar. Und es hat mich beeindruckt, wie zum Beispiel die Jung Gring, die profunde Analyse, die gemacht hat nach dem 8. August 2017, wo die Jung Gring uns erklärt hat, dass die Burka-Frau hat nichts mit Integration und Feminismus zu tun, wir nehmen mit der ungesunden männlichen Fixierung auf den weiblichen Körper. Die anthropologische Heißpflicht von den jungen Gringen haben allerdings wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass wir so ein schwaches Gesetz haben, wie das, was wir heute diskutieren. Ich will aber auch noch ein paar freundschaftliche Werte und Kollegen der CSV richten. CSV hört am Mengen an.
Und ich kann mich selbstverständlich irren. Wir sind eine ungeschriebene Deontologie an diesem Parlament verletzt. Der DR hat praktisch die identische Proposition de loi EU für Drohnen deponiert. Nichts hat verhindert. Das CSV, die an der Ausrichtung, bald Wort für Wort von unserer Proposition d'accord aus, hätte sie ja können sagen, kommt mir man das dort zusammen, macht noch ein paar Änderungen, den Text, ein paar Amendementen, dann drohen wir das da matt, Kleinigkeiten, wir hätten nicht gemacht. Aber die Obsession, für da wollen zu beweisen, dass sie als Ideen nicht klauen, ob schon sie das aber gelehrt. Das Schmerzen hat das da verhindert. CSV hat doch wie verschiedene Menge Ferien zu Recht gesucht haben, nicht immer so gedurcht. CSV-Ministerin 2011 und zusammen mit der LSAP eben das refusiert, auf einer Toleranz mutuell geschwert, vom Respekt des Autres und so weiter, und sie sind nicht wirklich gehen, nachdem der DR hier Proposition de loi gemacht hat. Nee, das leider ein gewünscht. Den internationalen Kontext will ich aber auch hier unterstreichen. Es gibt ja europäische Länder immer mehr, die Burka verbieten, auf verschiedene Formen, auch arabische Länder. Auch arabische Länder. Am Marokko und an anderen arabischen Ländern als Burka verboten. Am islamischen Ländern, das muss man auch mal ein bisschen so in und am Iran. Ich will das auch mal ein bisschen unterstreichen, dass die Parteien, die aber traditionell so, sie hatten Freirechte für sich gepacht, wo ich groß Zweifel drin habe. Wir hatten eine Chamberdelegation, die an den Iran gegangen ist. Ich hatte Madame Loschetter bald nicht erkannt auf der Foto, weil so viel Kaptischer hat. Und an demselben Land, gehen Frauen haut couragiert Frauen, die hier Kaptuch aus, stellen sich auf öffentliche Plätze, winken am Kaptuch für hier Freiheit zu demonstrieren. An als Parlamentarierinnen, als Gring, gehen du hinter am Kaptuch. An Saudi-Arabien hat den Kronprinz gesagt, wählt Vollverschleierung, nicht mehr genaue Wording muss man gucken, Kaptuch ja. Das sind große Evolutionen, und ich meine, auch das muss man sehen, wenn man vom internationalen Kontext gucken. Heute zu Lützeburg gibt es leider einen Teil von den soi-disant feministischen Bewegungen, die für die Burka argumentieren, das als schwer nachzuvollziehen. Wir haben an unseren Gesetzesvorschlag argumentiert, natürlich vom Urteil vom Europäischen Gerichtshof, dass das aber eine Notwendigkeit gewesen, juristischer Natur, mir nicht verhindert, dass wir noch einen politischen Analyse dabei setzen. Und als politischer Analyse als ja, es geht um Zusammenleben, aber es geht auch um Sicherheit. Es gibt Attentäter, es gibt kriminelle Akte unter dem Kuvert von der Burka. Es geht um die Rechte von der Frau, selbstverständlich. Und wir an unserer Gesetzesproposition will ja die bestrafen, die in anderen zwingen, eine Burka umzutun. Die Regierung bringt das mal nicht fertig. Es ist also so, dass wir den Gesellschaftsvertrag von der CSV und dem CSV-Geschwärt selbstverständlich akzeptieren. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass eben all also westliche liberalen Rechtsstaat sich affirmiert gegenüber einem kleinen Teil von einer radikaler Interpretation vom Islam, von Salafismus und von anderen, weil an der Burka ist ein Element für Provokation. Es ist ein Symbol von einer Integrationsverweigerung wie verschiedene von denen, die da undun. Es ist ein Defendel vom politischen Islam wie verschiedene. Alles das wird mir nicht wollen, weil es den Grundwerten, wie die DDR steht, auf vielem widerspricht. Wir wollen die Dignität von der Freiheit verteidigen, nicht an den Stoff in der Prison stechen, an das Freiwilligkeitsargument für verschiedene Aufhören schenkt uns zweifelhaft zu sehen. Wir wollen hier auch ganz klar sagen, dass Burka-Diskussion nicht die einzige ist, was die Integration angeht. Die Integration als an Eisen an, auch an einer Gesellschaft, die multikulturell ist, an dem Sinn, dass viele verschiedene Kulturen sich herumfahren. Mit Multikulti heißt nicht, dass man egal was muss tolerieren. Multikulti heißt nicht, dass man für eine Allforderung muss gehen. Weil wir haben noch andere Probleme, auch am Zusammenhang mit verschiedenen Kulturen. Wir haben an den Kliniken Männer, die ihre Frauen nicht allein bei den Doktor lassen, dass sie doch in der Sicht geht. Auch das ist ein Teil von der Realität von diesem Land, wo wir so, nee, die Privatsphäre, Frau beim Doktor, die muss auch können garantiert gehen, protegiert gehen, an der Sache haben wir mehr.
an das net, dat mir wollen no gehen Schritt für Schritt gehen über Forderungen, die als kulturfriem sind, die also jüdisch-christlicher Zivilisation als im humanistischen Irrwe net entsprechen. Wir gehen als Zivilisation nicht op, nicht die Werte, die als Kultur ausmachen, während der Pression, wo verschiedene radikalen Elemente nutzen gehen. Wir wollen die Gesellschaft so erhalten, wie CSV gesagt hat, den Gesellschaftsvertrag an Kultur, die mir hun, die bleibt, Leute, die hinkommen, sollen sich und der ausrichten Eiswerte an nicht umgekehrt. Das ist auch so, dass die Regierungsprojekt ich verstehe die Gring auch nicht. Also ich muss das immer erinnern, das ist eine Partei, die mich wirklich verwundert. Sie gehen no einer gewisser Interpretation, salafistischer Interpretation heißt vom Islam, das aber eine Partei, die über Jahren alles gemerkt hat, wie Trennung von Kirche und Staat durchzusetzen. Das ist schon erstaunlich. Sie wollen die Elektromobilität promovieren und die Atomindustrie der Ausbau, weil das ist das, was sie machen, nachdem sie jahrelang gesagt haben, sie wären gegen die Atomindustrie. Sie haben jahrelang behauptet, sie wären Pazifisten und stimmen all militärische Projekte mit. Das ist eine Partei, die mich wirklich verwundert, weil Prinzipien treu sind sie nicht. Für uns als ADR, also da war der Kontra, für uns sind Prinzipien wichtig, um mich stehen zu hindern. Wir akzeptieren nicht eine Segregation an der Gesellschaft, wir eine Integration. Wir akzeptieren keine Unterdrückung von der Frau, nicht Intoleranz, keine Parallelgesellschaften, kein Sicherheitsrisiko an unserer Gesellschaft. Und auch das ist wichtig, weil zu einer Zeit, wo die Regierung hingeht, will Polizei reformieren, merkt man schon, dass auf viele Bereiche auch da keine richtig Energie der Hand ist. Die Polizereform, die könnt, die bleibt weit hinter dem Zweck, was als Gesellschaft wirklich brauchen. Die Regierungsproposition ist auch unpraktikabel. Das hat Herr Roth ganz gut beschrieben. Und aus, und das wird selber die früher mit den Gemengen, passt an der enger Gemeng kannst du sie und Buchgaben, an der nächsten Gemeng musst du sie aus und hier sind beim Bus oder mit so etwas, musst du sie und ausstehst. Das ist nicht praktikabel. Wir haben auch nicht die Belgische und die französische Legislation gehalten, die aber den größten Teil von unserem Gesetzeswerk direkt beeinflussen. Das ist auch, es sind nicht genug Präzisionen dran. Es hätte genauso gut eine Interdiction d'accès ausschwätzen bei verschiedenen Verwaltungen. Auch da das nicht geschieht, das wäre viel mehr einfach gewesen. Heinst du die Begründungen vom Gesetz, du musst ja bei lachen, wenn du liest, wenn du mal die Kläschen vergleicht kriegst mit der Buchka. Also, ich muss so eine Fantasie von diesen Regierungsparteien, die das heinst du bewundernswert. Aber ich meine, wir können aber all den Unterschied noch machen zwischen dem Kläschen und einer Buchka. Es brauche noch ein Privatauto, da freue ich mich auch, Heinz, wie realistisch die Leute sind. Ich kann mir vorstellen, schon nie probiert, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand in einem Buch in einem Auto sitzt, dass ihn dann nicht viel gesagt und dass er längst schon als Verkehrssicherheitsgrund, das sollte verboten gehen. Auch wenn es der private Raum ist. Und das ist ungerecht, weil, wie gesagt, Jeunesse-Demokratik hat du recht. Jeunesse-Demokratik, da sind wir dabei, die können den Haut und Adrenalin kommen, weil das ist ja ganz klar, dass ein Gesetz muss die bestrafen, die andere zwingt, für ein Buchgau umzudehnen, etwas, was das Regierung mal nicht kapabel wäre. Und es freut mich, und dummer da herrlich ob, das ist eine persönliche Satisfaktion, und die erlaubt mir das kurz zu sagen. Wir hatten heute, wo wir über die Meinungsfreiheit geschwärzt haben. Da hat man eine Diskussion, den Herr Minister Bratz und ich, über die Interpretation vom Strafrecht. Weil den ECRI hat gesagt, letzte Richter felicitiert, für eine large Interpretation vom Droit Penal am Bereich von der Meinungsfreiheit, von der Repression von der Meinungsfreiheit. Darüber hin hatte ich gesagt, le droit pénal est d'interprétation stricte, und der Minister hat auch so gesagt, und ich hatte eine schriftliche Question parlamentär gestellt, wo er da geantwortet hat, rundherum, wir hätten das Prinzip de Legalité en droit pénal, aber der Satz, le droit pénal est d'interprétation stricte, als für eine paar Monate noch nicht über seine Lippen kommen. Haut hat der Staatsrat an den Navien zu diesem Gesetz der Regierung, ich weiß nicht viel mal, 5, 6 Mal am Buch geschrieben, le droit pénal est d'interprétation stricte, an auch den Herr Minister Mengenische dat an dem Kontext für dieser Diskussion gesagt, es gilt nicht nur für Hai, es gilt für das ganz Strafrecht und auch für die Meinungsfreiheit. Und ich meine, der DDR wird auch die Diskussion auf 4 Uhr feiern, und ich soll nicht viel mehr merci. Nur den freundschaftliche Werte gehen nicht weiter und den Herr Wagner. Sicher freundschaftlich zu bleiben, Herr Präsident.